Hallo, Moje, Jodedach, herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, liebe Freunde, ein Traditionsduell steht an. Ein Traditionsduell, auf das ich mich unheimlich gefreut habe. Wir spielen beim FC Kaiserslautern. Am kommenden Sonntag, also zum jetzigen Zeitpunkt, habe ich noch nicht die Pressekonferenz geguckt. Wie schon gesagt, in der letzten Folge habe ich ja bereits erwähnt, dass ich da jetzt keinen großen Wert mehr drauf lege. Aber gut, ich weiß auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt Bescheid, dass weiterhin der Einsatz von Julian Pauli fragwürdig ist. Dominik Heinz wird gesperrt sein wegen seiner 5. gelben Karte. Und Matthias Olesen fällt auch verletzt aus. Ja, und die üblichen Verdächtigen, da wissen wir auch Bescheid, wer da alles so schon seit einigen Wochen ausfällt. Das sind so die Stats zu diesem Zeitpunkt. Und dann schauen wir mal, was da am kommenden Sonntag passiert. Ja, aber starten wir doch direkt mal mit einer guten Nachricht. Markus Rehk hört im Sommer auf. Oh mein Gott, ich habe mir das so sehr gewünscht. Ihr wisst ganz genau, was diese Geschäftsführung angeht. Er war derjenige, den ich am meisten heraus wollte, weil ich maße mir ehrlich gesagt auch an, mehr Ahnung vom Marketing und Außendarstellung zu haben als dieser Herr. Ganz, ganz ehrlich, er hat den 1. FC Köln nicht begriffen. Er hatte gesagt, spürbar anders. Unser sogenanntes Vereinsmotto steht nicht zur Diskussion. Seitdem er da ist, haben wir keine einzigen Winterjacken mehr in unseren Vereinsfarben. War zwar schon vorher der Fall, aber es war noch nie so extrem wie unter seiner Ägide. Und generell auch, ihr wisst, wie scheiße der Ticketshop ist. Für Hamburg sowieso keine Karte bekommen. Dieser bekloppte Warteraum, was sollte denn dieser Blödsinn? Also, er ist zuständig für Marketing und Außendarstellung, Fanartikelverkauf, wahrscheinlich dann auch fürs Ticketing. Da denke ich mal, liege ich nicht verkehrt, wenn ich sage, das ist auch seine Baustelle. Ich denke, in der Zeit, seitdem er hier war, war vielleicht nur die neue Vereinsdoku Geliebter Fußballclub einigermaßen cool. Ja, habe 2 Folgen davon gesehen, aber an und für sich müssen wir auch mal an der Stelle sagen, ist ja auch ein bisschen Vereinspropaganda. Also jetzt besonders anecken tut diese Doku nicht. Da gefiel mir 24/7 FC deutlich besser. Aber das nur so am Rande. Ja, bevor wir dann nochmal wirklich über Gegner und unsere Mannschaft nochmal sprechen und meine Beziehung zum FC Kaiserslautern, oder was ist denn meine Beziehung? So, was ich so über diesen Verein denke, kommen wir doch mal zum Thema, das ich letztens vergessen habe zu erwähnen. Neuerdings gibt es Sitzplätze im S1, in der Südkurve, im Unterrang. Das wurde auch schon angeprangert von den Leuten, die dort in der Regel stehen. Ja, wir wissen ja, S1 ist eigentlich mehr der etwas ruhigere Bereich der Süd. Aber was zur Hölle soll das? Der Stehplatzbereich, der ist auch so schon klein genug. Er ist viel zu klein für so einen Verein wie den 1. FC Köln. Wenn ich dann sehe, dass der Oberrang offensichtlich größer ist und ich diesen kleinen Mini-Unterrang für Stehplatz-Fanatiker und Begeisterte sehe, ja, keine Ahnung, wird einer Fankurve nicht gerecht und damit haben sie sich schon wieder ins eigene Bein geschossen. Ich weiß nicht, auf wessen Mist das gewachsen ist. Vergesst niemals, dieses Stadion gehört nicht dem 1. FC Köln, sondern der Stadt Köln. Deswegen muss ich nochmal nachforschen, wer da wirklich Mist gebaut hat. Das wurde schon an den Pranger gestellt, zu Recht. Ganz klar, die gehören raus aus der Kurve. Da sind noch irgendwelche VIP-Logen. Warum in unserer Kurve? Haben wir jetzt einfach auch noch Touristen dort, die da schön zugucken wollen, wie wir Stimmung machen, aber nicht mitmachen? Ja, tut mir leid, ist absolut nicht vertretbar. Also da muss ich echt sagen, Hut ab vor Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt hat einen verdammt geilen Kompromiss gefunden. Die haben nämlich alle Dauerkarteninhaber angeschrieben und gefragt, wer von euch möchte stehen und wer von euch möchte lieber sitzen und das Spiel gucken und nicht supporten. Und so wurde dementsprechend alles umverteilt, so dass der Oberrang, deren Fanblock auf jeden Fall, ich fand das jedenfalls wirklich vorbildlich, dass die dann das entsprechend umverteilt haben, weil halt der Oberrang auch noch in einen Stehplatzbereich umgewandelt wurde. Finde ich super vorbildlich, würde ich mir gerade beim 1. FC Köln sehr, sehr wünschen. Hier sind reichlich Supportwillige, die auf andere Plätze ausweichen müssen. Da gibt es genug Leute, ja, wie soll ich sagen, die eher mehr so in den Westen oder in den Osten gehören. Wobei beim Osten, sage ich ganz ehrlich, diese kleine Ecke, O7 zum Beispiel, und da im Westen,
diese kleine Ecke hätte man eigentlich, damit es wirklich eine Kurve ergibt, auch zu Stehplätzen umwandeln sollen. Sag ich ganz ehrlich, diese Ecke dort würde dann ein Ganzes ergeben. Das ist so meine persönliche Meinung. Und ja, das war ein Bitch-Move von wem auch immer, der das initiiert hat. Ja, gut, liebe Freunde, kommen wir dann mal zu unserem Gegner, den 1. FC Kaiserslautern. Ja, ich habe eine sehr merkwürdige Beziehung zu diesem Verein, denn ich bewundere ihn. Ja, es ist vielleicht keine Liebe. Ich weiß, ich habe auch hier ein paar Follower, die Lautern gar nicht mögen, die zum Beispiel aus dem Saarland kommen, oder mir folgt auch ein Mainzer. Nicht persönlich nehmen. Ich habe einfach nur Bewunderung für diesen Verein, für die ganze Geschichte. Ich finde es auch schade, dass ich keine Karte für den Betzenberg bekommen habe. Sehr, sehr schade. Ich war letztes Jahr dort, als wir dort im DFB-Pokal ausgeschieden sind. Ich hätte eigentlich noch ein Hühnchen zu rupfen gehabt mit dem Betzenberg, aber ich war auch schon mal dort gewesen. Das ist einfach so imposant, dieses Stadion, das über der Stadt wie eine Burg thront. Das ist jedes Mal aufs Neue beeindruckend. Ich sag ganz ehrlich, was die Location, den Ort an sich angeht, also da ist Lautern echt gesegnet. Die haben wirklich die geilste Stadion-Location in Deutschland. Dieser Berg, das ist so imposant. Und auch generell diese ganzen Geschichten, Lautern mit Fritz Walter. Oder zum Beispiel der erste Aufsteiger, der deutscher Meister geworden ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, weißt du, die Lautern-Fans, die können es sehen, wie sie wollen, aber die Zeiten von 1996 bis 1998 waren insgeheim die besten Zeiten für dieses Vereins. Ich meine, klar, man ist 96 dann abgestiegen. Hätte nicht sein müssen. Wir erinnern uns an den Einwurf von Paulo Sergio, von dem Verein, dessen Namen hier nicht genannt wird, die Lord Voldemorts des deutschen Fußballs. Der hätte eigentlich zurückgepasst werden müssen. Ja, das war unfassbar. Aber gut, sie sind zwar abgestiegen, aber dann eine Woche später Pokalsieger geworden. Und ein Jahr später wieder aufgestiegen. Und dann ein Jahr später plötzlich deutscher Meister als Aufsteiger. Alles wirklich herausragend. Die haben so Geschichte geschrieben. Du hattest eigentlich als Lautern-Fan, trotz des Abstiegs 96, jedes Jahr mindestens irgendeine Feier. Eine Pokalfeier, eine Aufstiegsfeier, eine Meisterfeier. Das ist faszinierend, sage ich ganz ehrlich. Also ich habe einen ganz, ganz großen Respekt vor diesem Verein und ich bin froh, dass wir wieder aufeinandertreffen. Weil das ist einfach Geschichte pur. Das ist ein Traditionsduell vom Feinsten. Wirklich. Rote Teufel gegen Geißböcke. Ja, schade, dass ich es nur mir vom Bildschirm ansehen kann. Das ist echt schade. Und ja, noch eine besondere Beziehung für alle, die meinen Content mögen und auch hier reingefolgt sind. Es würde diesen Kanal nicht ohne einen Kaiserslautern-YouTuber geben. Ich wollte ihn jetzt nicht in der Beschreibung verlinken, weil vielleicht will er das nicht, weil wir haben ja auch keine Beziehung zueinander oder sowas. Aber vielleicht danach, weiß ich nicht, vielleicht erzählt es ja der ein oder andere Lautern-Fan ihm, wenn er hier reingeschaltet hat. Ich bin ein begeisterter Follower seit Jahren von Matzes Daily Madness, auch bekannt als Matze de Bela. Das ist ein Kaiserslautern-YouTuber, der macht das so ähnlich wie ich, dass er auch ein bisschen die Thematiken der Fankurve mit in seinen Content reinnimmt und auch sich in verschiedenen Gebieten ausprobiert. Es ist nicht nur Spieltagstalk, sondern auch Podcasts und auch bei ihm sind auch Vlogs vorhanden. Etwas, was ich zum Beispiel nicht mache, weil ich habe ein bisschen Bammel, dass ich dann es mir mit der Kurve verscherze. Aber ja, seien wir ganz ehrlich, auch wenn die Begegnung mit FC Fabio entscheidend für diesen Kanal war, er ist quasi geistiger Mentor dieses Kanals, der geistige Vater, Entschuldigung. Aber ohne Matzes Daily Madness hätte ich das hier wahrscheinlich niemals irgendwie in Erwägung gezogen. Deswegen, Grüße gehen raus, falls einer diese Grüße weiterleitet. Ja, liebe Freunde, das ist so, wie es bei uns steht. Reek weg, wir haben schon wieder einen Verletzten. Und ja, ich weiß, bei Lautern ist zum Beispiel Ragnar Ache, der Torjäger, verletzt. Aber trotz alledem, ich hatte immer mal wieder zwischendurch einen festen Ergebnistipp. Das hat sich aber mittlerweile erledigt mit dem Ergebnistipp, mit dem festen Ergebnistipp. Weil eigentlich wollte ich es erst nach der Rückrunde machen. Aber ja, erinnernd an den Münzwurf von Rotterdam, für die, die es noch nicht wissen, wird das Ergebnis per Münzwurf getippt. Ja, per Münzwurf. So handhaben wir hier das. Ja, wir spielen tatsächlich noch ein weiteres Mal für diese Hinrunde Geiß oder Bock. Und jetzt ist es wieder soweit. Der Moment der Wahrheit. Geiß oder Bock. Der Spieltagstipp für den 1. FC Köln. Wird es der glorreiche Geiß, der uns hoffen lässt, oder der berüchtigte Bock?
Geist. Manchmal ist die Münze gnädig. Und manchmal, naja. Ach, leck mich doch am Arsch, Mann. Gut, liebe Freunde. Münze wird geworfen. Der Ball repräsentiert das positivere Ergebnis, den Geist. Und hier der Fußballer, den ihr hier seht, ist der Bock. Repräsentiert das schlechtere Ergebnis. Also von daher, schauen wir mal. Bock. Und es tut mir leid, liebe Freunde, irgendwann einmal endet jede Serie. Habe ich schon ein paar Mal gesagt in den letzten Videos, aber wir verlieren dieses Spiel 1:0. Ist aber nicht schlimm. Ich fände es nicht schlimm, wenn das geschieht, weil diese Liga ist sowieso ziemlich eng und das holen wir in der Rückrunde wieder raus. Das wird so eine Zitterpartie bis zum vorletzten oder letzten Spieltag. Also ich glaube, diesmal werden wir ein bisschen auf den Boden der Tatsachen gebracht. Also diesmal geht es ein bisschen schief. Das ist aber nicht schlimm. Ich kann es verzeihen, wenn es der Fall ist. Wenn es nicht der Fall ist, noch besser. Geile Rückrunde abgeliefert. Geile Hinrunde abgeliefert. Entschuldigung. Dann schauen wir weiter in der Rückrunde. Das ist zumindest jetzt mein Ergebnistipp. Also leider Gottes ein 1:0 für den 1. FC Kaiserslautern. Wir sehen uns dann wieder bei der Nachbesprechung, wo wir auch noch weitere Themen aufgreifen, was so demnächst alles ansteht. Und dann würde ich mich an der Stelle für eure Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.